Im Namen Allahs des Alabamas des Barmherzigen. Aller Lob gebührt Allah, den Allmächtigen, und Frieden und Segen sei auf dem besten aller Menschen, dem Gesandten Allah, sallallahu alaihi wasallam. Ja, liebe Geschwister im Glauben, ich wollte heute über eine Heilmethode sprechen, die Allah subhanahu wa ta'ala uns über den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam mitgegeben hat. Und natürlich gibt es viele Bereiche der Heilung, ja, also der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat viele Hadithe mitgegeben, viele Heilmethoden. Ich wollte heute über eine sprechen. Ich selber kannte vor kurzem selber nicht, ich kannte dieses Heilmittel selber nicht, und mir war das unbekannt, und ich habe mir gedacht, dass das was Positives ist, dies zu verbreiten, dass wir Muslime das auch anwenden. Weil was bringt uns das, wenn das irgendwo geschrieben steht und die Menschen wissen es nicht und wenden es nicht an? So habe ich mir gedacht, das einfach mal mitzugeben. Ja, auf jeden Fall sagt Allah subhanahu wa ta'ala in Surah Tin, sagt er Watini wa Zaytun, er schwört bei der Feige und der Olive. Und unser Lehrer in Belgien hat uns gesagt, dass Allah subhanahu wa ta'ala nicht einfach so auf irgendetwas schwört, sondern es ist etwas Gewaltiges, wenn Allah subhanahu wa ta'ala auf etwas schwört. Ja, und dadurch habe ich dann auch Oliven angefangen zu lieben. Ja, ich habe die dann angefangen zu essen. Vorher habe ich die so gut wie nie zu mir genommen. Jetzt nehme ich die regelmäßig zu mir. Und weil es ist normal, wenn ein Gläubiger weiß, dass Allah subhanahu wa ta'ala gewisse Dinge mag, dann mag man die automatisch auch mehr, als man die vielleicht vorher gemocht hat. Ja, weil ist ja klar, man will ja noch näher zu Allah subhanahu wa ta'ala kommen, selbst wenn das mit so kleinen Sachen sind. Man soll ja auch für kleine Sachen, ja, im Islam soll man, also was heißt klein, man soll nichts zu verkleinen sehen im Islam. Ja, auf jeden Fall hat der Prophet gesagt, dass man sich mit dem Olivenöl einreiben soll. Ja, er hat uns das nahegelegt. Und er hat uns auch gesagt in Hadithen, dass das zum Beispiel gegen Hämorrhoiden ist, ja, und auch gegen andere Sachen. Und zum Beispiel gibt es auch Studien von Ärzten, zum Beispiel von einem Dr. Hassan Shumaisi, hat eine Studie rausgebracht, ja, durch eine Untersuchung über das Olivenöl, hat er erwähnt, dass es medizinischen Nutzen hat, und sagte, dass es eine nützliche Feuchtigkeitscreme für die trockene Haut ist und dass es als Heilung für Furunkel, Blutgeschwüre, Brüche an Händen und Füßen genutzt werden kann. Olivenöl ist besonders nützlich, um Herzanfälle, Bluthochdruck und Gallensteine zu behandeln. Es ist sehr wirksam in der Behandlung von Diabetes und kann als Nahrung genutzt werden. Es hilft auch, den Cholesterinspiegel zu regulieren. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sprach die Wahrheit, als er sagte: Esst Olivenöl und reibt damit euren Körper ein, denn es kommt von einem gesegneten Baum. Dies wollte ich euch heute mitgeben, liebe Geschwister. Vielleicht wird der ein oder andere es anwenden und Nutzen daraus ziehen. Ja, ich hoffe, dass es viele anwenden werden, sodass wir alle davon Nutzen haben. Ich spreche diese Worte und bitte Allah subhanahu wa ta'ala um Vergebung. Wenn ich etwas Gutes gesagt habe, ist das einzig und allein von Allah azza wa jal. Assalamu alaikum wa rahmatullah.